Heute, vor 60 Jahren, sind wir das erste Mal auf Sendung gegangen. Das dritte Programm hieß damals Westdeutsches Fernsehen und sollte die zwei schon existierenden Fernsehsender ARD und ZDF ergänzen. Mit dem Schwerpunkt auf Geschichten aus der Nachbarschaft. Das dritte, regionale Fernsehen, war zunächst ein Experiment. Aber dank Machern und auch dank Ihnen, die es gucken, wurde aus dem dritten Programm das WDR-Fernsehen. Und heute gucken wir noch mal zurück auf den ersten Sendetag aus Köln. (1965) der unerreichte Werner Höfer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein neues Fernsehprogramm, das Westdeutsche Fernsehen des Westdeutschen Rundfunks, wagt sich hier und heute zum ersten Mal an die Öffentlichkeit. Ohne Fahnen, Fackeln, Feuerwerk. Seien Sie begrüßt und bedankt, dass Sie diesem Augenblick Ihre Aufmerksamkeit schenken. Das Fernsehbild ist schwarz-weiß und nicht jeder kann das dritte Programm empfangen. Und so stellen sich im Vorfeld qualifizierte Männer in den Dienst des Fernsehvolks. Wie machen Sie es, wenn Sie eine Antenne einrichten? Sie ist also montiert. Jetzt muss sie eingerichtet werden, damit man ein möglichst gutes, klares, scharfes Bild bekommt. Ja, ich möchte sagen, das ist eigentlich überhaupt der letzte Schliff bei dem Antennenbau, dass die Antenne richtig ausgerichtet wird. Denn die Antenne muss mit ihrer Seite, mit ihrer Spitze zum Sender hin zeigen. Die müssen natürlich dann durch Zuruf und am Empfänger und oben am Antennen ist unten einer, der das Gerät, das Bild beobachtet und einer muss oben die Antenne ausrichten. Mit einem Blick über das Land Nordrhein-Westfalen begann der Westdeutsche Rundfunk Köln vor einer Stunde mit der Ausstrahlung eines dritten Fernsehprogramms. Die Leitung dieses westdeutschen Fernsehens hat Werner Höfer. Zunächst soll täglich 3 Stunden lang ein Pilotprogramm gesendet werden. Ein Pilot ist ein Wesen, das Wagnisse auf sich nimmt, das in Unbekanntes vorstößt, das zu Experimenten bereit sein muss. Das allerdings, entschuldigen Sie die zynische Anspielung, aber sie bezieht sich ja auf mich, das auch das Risiko ins Auge fassen muss, abstürzen zu können. Das Westdeutsche Fernsehen soll den Menschen an Rhein und Ruhr eine Ergänzung zum ersten und zweiten Fernsehen bieten. Auf dem Programm stehen regional und überregional bezogene Themen sowie unterhaltende, informierende und bildende Beiträge. Nebenbei bemerkt, die Antenne allein reicht nicht für den Empfang des neuen Dritten. Zunächst ist es so, dass die Teilnehmer ein Fernsehgerät haben müssen, mit dem man das zweite Programm empfangen kann. Das ist die erste Voraussetzung. Wenn das Gerät das zweite Programm empfangen kann, ist es automatisch für das dritte Programm auch empfangsbereit. Es gibt nun verschiedene Typen von Geräten und wir haben hier einige Geräte aufgebaut und ich meine, wir sollten uns das an diesen Geräten einmal ansehen. Wir haben zum Beispiel hier ein modernes Tischgerät, an dem man durch Knopfdruck die verschiedenen Programme einstellen kann. Wer damals gut zugehört hat, sollte das dritte also empfangen. Dort gibt es reichlich Wissenswertes, Schönheitstipps für Sie und ihn. Männer gibt es, die dem Männerklischee von damals Ehre machen. Fußball gibt es, Mönchengladbach gegen Braunschweig. Irgendwo da unten auf dem weiten Platz ist Fußballgott Günter Netzer. Viel hat sich geändert in 60 Jahren. Das Logo beispielsweise. Heute sind die Bilder farbig und um einiges schärfer als 1965. Was aber unverändert ist, wie fürsorglich die Macher des WDR-Fernsehens in die gesamte Region schauen. Am Ende noch einmal zurück zu den Anfängen. Eine echte Perle aus den 60ern. Der Spiegel verrät's. Es sind Schaumschläger, Bewunderer von sich selbst. Nassrasur schabt nicht nur Bartstoppeln, sondern auch Komplexe ins Waschbecken. Trockenrasur ist für Parteigänger der Nüchternheit. Nassrasur ist Sinnlichkeit am Morgen, macht das Auftragen des Entspannungswassers, interessanter genannt Aftershave Lotion, zur Zeremonie.
Und weil heute vor 60 Jahren auch kurz vor Weihnachten war, ist der letzte Ausschnitt natürlich weihnachtlich.